Kanner, schön ihr Schrift zu gesehen bei Sikuna Kids. Das Buch war Thema von den Dären an den Hecken. Sylvie erzählt ihr eine Flotgeschichte, Freunde und Plötzburg Fassade aus dem Buch Geschichten, wie sich Kühe und Vögel erzählen, von Christina Hasse. Da lauscht hat nur gut no Kanner, hat Sylvie ich erzählt, über Hecken, Blumen, was ich da jahren. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen, die heißt Frön. Oder Geschichte von der Blümchen an der Heck. Ganz nah bei einer kleinen Stadt, direkt bei einem großen Feld, ist ein kleines Blümchen aufgewachsen. Sie war just gerade das Frühjahr zum Leben erwäscht und hat ihr wunderschön rosafarbiges Blähkleid ausgebreitet. Die Jahre ist vorgegangen und die Natur hat ihr Gesicht verändert. Sie hat ihr pastellfarbiges Kleid aufgelöst und es geht mit strahlenden, kräftigen Farben getauscht. Auch als kleines Blümchen hat ein Rotkleid. Ihr hat es gut gefallen an ihrer kleinen Welt. Sie hat Freundschaften mit den Käfer und den Piperlicken, den Würm und den Vögelchen geschlossen. Es war ein geselliges Leben, nur beim großen Feld. Die Sonne hat ihr Strahlenkanner all der ein bisschen lang rausgelassen und die Nächte sind immer mit kurz gehen. Als kleines Blümchen hat die Sonne so schrecklich gern, aber hier Strahlen haben den Boden ausgedrückt. Nicht ein Rehwolle hat sich blauen Himmel gewiss. Die groß und kleinen Lebewesen haben großen Durchgelitten. Kurz danach haben Blumen und Pflanzen ihr Kapp hängen gelassen. Krabbeldeiren haben sich tief an den Boden verkrochen und Vögelchen, die immer so lustig Geschichten zu erzählen wussten, haben sich an Suppen zurückgezogen, für sich an den flachen Pill aufzukillen. Leif Sonn hat als kleines Blümchen eines Tages gebetet. Schön davon, es gibt nicht so warm. Wir verdrüschen. Wenn den Strahlenkanner schon all Tag bei uns kommen, dann hol sie, wenn ich gibt echt darum heim. Kannst du drehen, wenn ich gibt frohen, für uns ein bisschen Wasser zu bringen. Die Sonne hat sie ausgelacht. Ganz so einfach ist das nicht, klein Blümchen. Mein Buch ist viel geschrieben. Ich kann zu dieser Zeit nicht echt an dem Horizont versinken. Und mutig hat als klein Blümchen ihre Käppchen hängen gelassen. Für uns gibt es keine Rettung, wir müssen nach dichter. Der Sonne hat das schreckliche Lied gedacht. Oves, wie sie an dem Horizont versunken ist, hat sie die Wand in den Hider von allen Rehwolken ist, Hilfe gefragt. Wand, die hat verdrischend, Pflanzen und Tiere leiden großen Durst. Sie brauchen Regen. Tja, hat die Wand geantwortet. Ich ginge dir auch gern auf diesem Teil von der Welt bereden lassen. Aber am Moment sind meine Rehwolken damit beschäftigt, den südlichen Teil von der Welt zu bewässern. Ich kann keine Wolken bieren. Wie vielleicht hat den Dramio eine Hölle für uns. Das nicht ging. Den Dram, den Nutz am Schlaf bei jeder Besicht, wusste schon von der großen Dricht. An dieser Nacht hat der Bauer Plo, dem das Feld gehört, wo als klein Blümchen drauf wiest, besicht. Den Dram hat dem Bauer Plo genau gewiesen, wie Tieren und Pflanzen in der Sonnenhitze an der Drischen leiden. Den nächsten Morgen stand die Sonne ganz schön an ihrer voller Pracht im blauen Himmel. Der Bauer Plo ist auf sein Feld gegangen. Oh mein Gott! Hoffentlich regnet es geschwind. An dieser Hitze kann ja nicht wachsen. Oves konnte Bauer Plo nicht ausschlafen. Wusste nicht, wen die Pflanzen helfen sollte. Aber wie endlich von lauter Müdigkeit aber in Schlaf ist, hat ihn von einer Heck gedreht.
die mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden ziehen ging und damit auch ein paar andere Pflanzen, das lebenswichtig ist, zugänglich und auch nach Schied machen ging. Der nächste Morgen ist der Bauer Plow bei den Gärtner gefahren, Heckepflanzen zu kaufen. Für die allererst hat ihn eine Heckepflanze bei die kleinen Blümchen gepflanzt, weil die hat ihn am Traum ganz genau gesehen. Am Schild von der Heck also dieser Blümchen sehr besser gegangen. Sie hat ihre Käppchen rumgehofft und der Heck Moje gesucht. Moje kleine Blümchen, sagt die, gleich geht es dir besser. Alltag ist es ihr besser gegangen. Sie hat sich gestreckt und ist immer mehr groß ging. Silvi für die flotte Geschichte. Du siehst da Kanner, wie wichtig Hecke für deren Pflanzen sind. Das Buch geht dann noch viel mehr über Hecken an deren Geburt. Aber weil es Silvi und ich, die so Fledermaus-Hecke brauchen, der Mittwoch geht dann über das wunderschöne Piperlicke Geburt, an den Donnerstag über die Schlägen. Aber wie all Freitags der Quiz von der Woche. Adi Kanner.